man Sasaki vom Kenner, ama Kisei Keno Wesh sagen. Es Almanki Kisei Kene, Raito Otachuman Kene? Tercüman vazen o kez. Tercümanı almak ki vazeni. Tabii kelimelerimiz ama. Vazen. Yani Mikrofonla yak el tutarak tercüme. Okay, also dann fange ich mal an. Ich hoffe, es regelt sich irgendwie. Tut mir leid, mit dem Sasa ist es nicht so weit bei mir, dass ich es perfekt sprechen könnte, aber ich kann es verstehen. Das heißt aber nicht, dass es unwissenschaftlich wäre, darüber zu reden, sondern es ist gerade eine wissenschaftliche Aufgabe, die Muttersprache herauszuarbeiten und zu verstehen, wie und wodurch sie entsteht. Bilimsel çalışmanın görevi ana dilin fonksiyonu üzerinde, yani ne olup olmadığı üzerine yani çalışma ortaya koymaktadır. Und wenn wir uns überlegen, alle von uns haben die Muttersprache zum ersten Mal wo gehört? Wo haben alle von uns die Muttersprache zum ersten Mal gehört? Biz ana dilimizi nerede ilk olarak duyduk? Gibt es eine Antwort? Cevap da? Cevabı var mı? Bei der Mutter, aber wann? Anneden. Nicht nach der Geburt, sondern vor der Geburt. Fakat ne zaman diyor? Doğumdan sonra değil, doğumdan önce. Nämlich, wenn wir Mutterleib sind, dann sind wir dem Sprachapparat der Mutter so nahe, dass wir die Sprache nicht nur hören, sondern fühlen. Biz ana rahminde insanlar annenin dili hakkında tabii hissediyor. Wenn die Mutter spricht, dann überträgt sich das über den Sprachapparat auf das Kind. Anne konuşunca konuşma cihazları üzerinde vasıtasıyla konuşma çocuğa geçiyor. Dadurch werden Elemente mit übertragen, die man sprachlich rein mit unserem Sprechapparat noch gar nicht ausdrücken kann oder nicht ausdrücken kann. Onun için bazı elemanlar da bu vesileyle geçiyor. Was dadurch erzeugt wird, das nennt man in der Wissenschaft Ethnozentrismus. Also, ich soll etwas flüssiger reden. Okay, also diesen Vorgang nennt man Ethnozentrismus. Ethnozentrismus heißt, dass jede Kultur von sich oder jede Sprachgruppe von sich glaubt, dass sie das Zentrum des Universums wäre. Diyor ki bencillik durumu vardır. Herkes kendisinin dünyanın merkezi olduğunu sanmaktadır. Das ist also grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern es ist vom Vorteil, so etwas zu haben. Und es gibt nur einen Durchbruch dieses Ethnozentrismus, nämlich durch das Erlernen einer Zweitsprache oder mehreren Sprachen. Bu kötü bir şey değildir. Fakat ikinci bir dili öğrenince durum daha değişir. Der Zweitspracherwerb oder die Bilingualität, wie man das nennt, ist sehr wichtig. İki dillilik bu bakımdan önemlidir. Sie fördert den interkulturellen Austausch, man beschäftigt sich mit einer anderen Kultur. Sie führt dazu, dass wir auch selber besser erzogen oder gebildet sind, denn wir verstehen ja plötzlich mehrere Sprach- und ethnische Systeme. Und sie führt auch in einem Staat dazu, dass er politisch und ökonomisch stabiler wird, wenn die Leute einen höheren Bildungsstandard haben. İki dilli olmak yararlıdır çünkü diller arası bir anlaşma ortaya çıkıyor. Aynı zamanda eğitim seviyesini de geliştirmektedir. Ich möchte also grundsätzlich sagen, es gibt ein heiliges Band zwischen der Mutter und dem Kind. Man kann das die Heiligkeit der Muttersprache nennen, aber es gibt auch eine gewisse Pflicht, sich über seinen eigenen Horizont hinaus zu bilden und auch über Sprachgruppen hinweg zu denken und sich zu bilden.